Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Fantasy Life. Und wir müssen zurück in die Stadt. Wir müssen eine Gießkanne zurückverwandeln. Ach so, wir müssen gar nicht in die Stadt. Moment, wir müssen zurück in die Zukunft. So, eigentlich die Gegenwart. Aber egal. Von uns aus gesehen war es die Zukunft, die Gegenwart. Es ist kompliziert. Machen wir's mal ganz einfach und ganz schnell. Wir verwandeln den jetzt da zurück. Aha. Brauche Kraft. Mehr Kraft. Wie jetzt mehr Kraft? Kraft? Wenn ich Freude spüre, werde ich stärker. Aha. Hilf mir bei der Weiterentwicklung der Insel. Junge, du sollst mir einfach die Gießkanne in Menschen verwandeln und nicht hier den Kraftleech machen oder wie? Du hast es ja gehört. Du musst dafür sorgen, dass diese Insel sich weiterentwickelt. Ja, ich wieder. Ich bin doch Söldner und kein Inselbauer. Dann wächst auch deren Freundeskreis weiter. Okay. Kommt denn ihr eigentlich gerade her? Baue Häuser und errichte Brücken und Zäune, um die Wege zu verbessern. Dann wird das für alle ein schönerer Ort zum Wohnen. Okay. Je mehr Freundschaften du schließt und Gebäude du baust, desto lebhafter geht es auf der Insel zu. Rede mit der Göttinnenstatue, um den Inselfortschritt zu überprüfen. Ja, okay, ich rede mit ihr. Freut mich, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Mach und verwandle den Ulkling zurück. Aber Duswit. Sanftfühlige Gießkanne seine ursprüngliche Form zurückbringen? Jawohl. Thanks a lot. Fällt dem eigentlich gerade Wasser aus dem Ohr? Ah, okay, ja. Danke. Auf der Welt gibt es weiter so viel Mysteriöses, aber sowas von. So. Ich hoffe jetzt natürlich, dass das hier der gesuchte Gärtner ist. Sag mal, was sind das für haarige Dinger in deinem Kopf? Das sind meine Ohren. Ich bin zur Hälfte Mensch und zur Hälfte etwas anderes. Er ist eine Matze. Hey. Oder ein Monster, halb Mensch, halb Monster. Das ergibt keinen Sinn. Dann will ich mich nochmal vorstellen. Mein Name ist Pino. Ah, halb Peter, halb Dino oder so. Wie heißt du denn? Sag ich dir nicht. Was wollt ihr denn überhaupt in Blattlingen? Ich habe gerade Bratlingen gelesen. Wenn ich es mal irgendwann anzünd, weil es mir auf den Sack geht, dann ist es Bratlingen. So. Also, eigentlich haben Menschen keinen Zutritt zu den Orten, an denen die Naturgeister wohnen. Ja, aber ich bin guter. Eine Hacke? Was für ein Zufall. Ich war auch auf dem Weg ins Dorf, um dort eine Hacke zu beschaffen. Dann lasst uns erneut nach Blattlingen aufbrechen. Jo, mach mal. Also, Folgendes, ihr Leute. Ja, ich sollte jetzt hier noch ein bisschen ausbauen und alles. Das machen wir in der nächsten Folge. Erst mal gucken. Okay, das Brett sagt auch nichts. Wo muss ich denn hin? Ach da, das machen wir in der nächsten Folge. Nächste Folge gibt eine, wir machen unser Schorfdöner-Folge. Oder wie das heißt. Und dann fliegen wir jetzt mal mit Knochi erstmal nach Hakana. Mann, ich habe so viele nächste Folgen, wisst ihr das? Nächste Folge besuchen wir Groß-Ostheim oder wie der Kontinent heißt und gehen ein bisschen grinden. Jetzt wollen wir hier Dingens bauen und sowas. Das grenzt ja an Arbeit hier. So. Achso, ich muss in den Wald. Komm, jetzt hier auf. Story. Moment. Ja, natürlich brauchen wir Story, aber wir brauchen auch XP. Da, siehst du? Da steht ja Rem. Haben wir die da gelassen, oder wie? So. Wir sind zurück. Pino konnten wir wieder zurückverwandeln. Er ist auch auf der Suche nach einer Blattlingshacke. Ach ja, du bist Farmer, nicht wahr? Nun, ein angehender zumindest. Ich habe gerade angenehmer. Ein angenehmer Farmer, die anderen nerven. Ich war damals auf Reisen. Unterwegs gab es jemanden, der mir den Ackerbau lehrte. Das Gemüse, der hat aber einen schönen Pullover an, muss ich jetzt gerade mal sagen. So, das Gemüse, das er anbaute, war so lecker. Tomaten, die wie Rubine funkelten und mit jedem Bissen ihren süßen Saft im Mund verbreiteten. Man muss ein Herz und eine Seele mit der Erde sein, um einen solchen Geschmack hervorbringen zu können.
Ich hatte nicht gedacht, dass ein Mensch zu so etwas fähig sein könnte. Ja, okay. Er redet sowieso ein bisschen komisch. Forstkinder können mit der Hilfe der Naturgeister bestimmt ganz köstliches Gemüse heranziehen. Afraid not. Ja, so einfach ist das nicht. Das Wetter, die Erde, das Werkzeug, das eigene Wissen. Beim Anbau von Gemüse spielen all diese Dinge eine Rolle. Es ist gar nicht so einfach, solch köstliches Gemüse anzubauen, wie diese Person es konnte. Ja, aber dafür bist du ja noch Lehrling, du lernst ja noch. Aber genug von mir. Lasst uns nach Blattlingen gehen. Die Blattlinge müssen uns leiten. Blattlinge? Das sind die Geister des Waldes. Man kann ihr Dorf nur erreichen, wenn sie es erlauben. Lass mich raten. Wir müssen jetzt gucken, da wo die schönen Gesänge herkommen. Wenn ich ein Wort mit ihnen rede, lassen sie euch sicher auch rein. Kommt mit. Okay. Müssen wir uns jetzt erst wieder durch den Wald kämpfen? Das wäre cool. Nee, müssen wir nicht. Ja, müssen wir doch. So. Die Grasschlange muss sterben. Bam. 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 Einer geht noch. It's over? Kann ich da durchgehen? Ja. Ain't that something? Kommst du her? So. Ja, wir sind fast Level 20 Söldner. Und dann müssen wir jetzt uns ein bisschen ranhalten. Ich will da schon noch ein Level up machen. Waren hier die Affen? Ja, hier waren die Affen. Don't think I'll go easy. Der Rüpel schmeißt mit Äpfel. Take this. Take this. Junge, der schmeißt. Mein Mitstreiter da schmeißt Feuerbälle. Das finde ich gut. So, ich muss auch ein bisschen hoppala Holz fällern. Einfach damit ich nicht einroste. Oder verfaule. Ich glaube, bei Holz rostet ja nicht meistens. Außer es ist Kirschholz. Ich weiß, es ist eine steile These, dass nur Kirschholz rostet. Ja, das Schlimme ist, ihr wisst es ja nicht besser, ihr müsst es mir glauben. Das rostende Kirschholz, wie geil. Ja, sorry, ich freue mich gerade über meine eigene Dummheit. Man muss halt Sachen im Leben finden, die einen erfreuen, und wenn es die eigene Dummheit ist. So. Kommt her, ihr Killer-Karnickel-Gemüse. Don't think I'll go easy on Ja, das lief ja nicht so gut. Come on, buddy. Show me what you got. So, ich muss mal da ein bisschen auf mich Acht geben. Come on, buddy. Show me what you got. Wo ist er denn? Au! So, was gab's? Eine Piniensäge. Wasn't so bad. Oh, war nicht so schlimm hier. Sagst du, ich finde das schon ein bisschen schlimm hier. So, und weil hier eine Pinie steht, müssen wir die jetzt... Halt. Wir haben eine Piniensäge gekriegt. Wir müssen gucken, ob die was taugt. Also, falscher Beruf. Schreiner. Ich habe eine Piniensäge. Oh, die hat 13 mehr Power. Die nehmen wir. Sonst noch irgendwas? Nee. Ich muss mal mein Zeugs hier verkaufen. Die ist aber hübsch. Die hat, Geschnörkel. So. Wir wollen ja irgendwie Story machen, aber was willst du machen, wenn der Story Gegner im Weg stehen? Don't think I'll go easy. So, komm her, du. Wieder war noch was? Well, that Oh, wasn't unsere so Story bad. bietet neue Möglichkeiten. Sind das jetzt Friends with Benefits oder wie? So. Show me what you've got. Ja, ich gucke. Hetzt mich nicht. Da ist auch ein gewisser Druck drauf jetzt, wenn ihr alle so mich anguckt. Show me what you've got. Da guck. Habe ich jetzt genug geschaut, was ich gatt.
Got a sec? Oh, da ist eine Schlange. Au. Nicht cool. Come on, buddy. Show me what you got. Ha! Yeah! Take this. Ha! Yeah! Well, that wasn't so bad. That wasn't so bad. So, jetzt hat aber hier, guck mal, Story. Wahnsinn, oder? So. Ach, er schon wieder. Der Headbang-Mon. Ja, müssen wir aufpassen. Ah, das ist wieder dieses Geräusch. Haltet euch die Ohren zu. Keine Angst. Das sind die Stimmen der Blattlinge. Wie es scheint, machen sie gerade Singübungen. Mhm. Was? That's tough. Sie kommunizieren über Gesang. Wenn man sein Herz der Musik öffnet, lassen sie einen rein. Wartet einen Moment. Also was er quasi sagt ist, ein richtiger Metalhead findet das geil. Oh weh, hoffentlich singt er nicht genauso. Es folgt das Lied der Blattlinge mit Untertiteln. Okay, da werden wir doch mal gucken. Verkohlte Pfannkuchen mit blutrotem Sirup. Tropf, Tropf, teuflisch. Schwarzer Tee mit weißer Sahne. Süß wie Honigkuchenpferde. Himmlisch. An Grenzen gefallener Engel. Die Kakophonie qualvoller Schreie. Teuflisch. That's great. Die Täter sind Schädel. Getrunken wird in einem Schluck. Himmlisch. Ah, teuflisch. Ja, geil. Kreischbrüll. Wo sind sie denn? Das sind ja wirklich Metalheads. sogar mit Corpse Paint. Geiler. Ich meine, hocherregender Stuhl. Werft euch nieder, Menschen. Von mir, Johannes Alexander III. Teuflisch. Whoa! Was ist denn das für ein verrücktes Ding? Frevel, ich bin das Genie, das die Musik in Blattlingen revolutioniert. Der coolste Blattling der Welt. Teuflisch. Ja, komm. Ist schon geil. Ich mag auch Metal. So. Ich bin mir sicher, da hast du recht, Johannes Alexander III. Deine Musik ist wirklich etwas Besonderes. Bin jetzt nicht unbedingt der Metalhead, dafür habe ich zu wenig Haare. Früher mal mehr. Bin jetzt halt mehr. Moment, wie komme ich jetzt da raus? Macht nix. Bin jetzt halt mehr. Eigentlich mehr immer noch Punk. Punk war schon immer. Metal ist dann irgendwie weniger geworden. So. So. Pino, wünschst du wieder eine teuflische Führung nach Blattlingen? Sure. Genau. Und könnten wir meine Freunde hier auch mitnehmen? Na gut. Jetzt beginnt die Tour des Todes. Mir nach. Teuflisch. Okay. Na dann. Die teuflische Tour des Todes. Und da ist er. Rababa. Rababa. Rababa, teuflisch. Das Waldlabyrinth. Wenn du den falschen Weg einschlägst, landest du wieder am Eingang. Lass dich von Johannes lieblichen Gesang und dem Rhythmus leiten. Hey, watch it. Ich muss testen. Wow. Jetzt werden sich einige jüngere Menschen vielleicht fragen, woher wusste der das? Mit der Musik, der man folgen muss? Wie konnte der das wissen? Hat er das schon so weit gespielt? Nein, ich bin einfach alt und das Spiel klaut sehr viel von Zelda. Es gab in Ocarina of Time, wo du wie hieß es denn auf Deutsch? Ein Skull Kid finden musstest im verlorenen Wald. Und du musstest halt einfach nach der Musik gehen. So ungefähr. So, ich bin... Oh, hier sind Äpfel. Kann ich die essen? Okay. Bin ich nicht schon in Blattling? Hier sieht es doch aber schön aus. Okay, daneben muss ich hin. Hier gibt's nichts anderes? Eine Schaukel. Kann ich die Schaukel benutzen? Nee. Okay.
So. Und wer ist ein Blattling? Hier ist eine Farm. Aber auch keine Kühe und gar nichts. Ja, komm, hopp auf. So. Well, ain't that something? Ja, ist so ein Schürfer, wenn ich dich angucke. Ich kann hier noch nicht mal Bäume fällen oder so. So. Sind wir jetzt halt richtig? Ah, da steht ein Blattling. Hallöchen. Ulalulula. So, hier entlang. Ja, Wahnsinn. Geht ja auch nicht anders. Haben wir hier noch ein Ulalalula? Ihr seid bald ein Blattling. Bist du aufgeregt? Bist du nervös? Ja. Ach, ich komme hier gar nicht vorbei. So. Well, ain't that something? Und du sagst mir, dass wir bald da sind, richtig? Schnell, schnell. Hier geht's lang. Ja, ja. Oh, nicht runterfallen. So, der Wiegenhain. Das ist der... Das ist der immer die Wiegen baut. Der Wiegenhain. Und dann hätten wir noch den Motorschorsch. So, tut mir leid. Ich muss mal gleich hier eine Duftmarke setzen in Blattlingen. Erstmal Bäume fällen. Show me what you've got. So, guckt. So ergeht es euch, ihr Blattlinge, Show me what you've got. wenn ihr mich veralbern wollt. Dann schleiche ich mit der Axt um euch drumherum und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Hier. So, siehste. Come on, buddy. Show me what you got. Zack. So werdet ihr gefällt. Gefällt, wollte ich sagen. Naja, Ain't egal. that something? So. Also, sind wir jetzt halt... Oh, hier sieht's aber nett aus. Erstmal alle Blümchen klauen. Ihr sollt's hier nicht zu nett haben. Guck mal. Back to work. Ah, das ist ein Monster. Habe ich ja noch nie gesehen. Was sind das für Viecher? It's over. Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass ich seine Kinder jetzt halt irgendwie gehackschnitzelt habe. Ihr seid bald ein Blattlang. Bist du aufgeregt? Ja, ja, ja. Ja, ich will hier jetzt aber auch nicht abseits vom Weg rumhampeln, weil wir wollen gucken, dass wir uns nicht verlaufen. Oh, ich glaube, wir sind da, oder? Oh, Das ist also Blattlingen. Ja, geht. how wonderful. Ich komme mir vor, als wäre ich in einem Bilderbuch gestolpert. Was für ein wunderschöner Ort, als wäre ich in einem Bilderbuch gestolpert. Was lese ich da wieder vor? Ey, das sind ja... Und so viele Naturgeister. Ey, krass. Der Emo-Mann ist auch da. Und das hier ist Sid Vicious. Sid Blattling, keine Ahnung. Hast du Fans mitgebracht, Johannes? Fans von Todesgeist, was? Ihr wollt unseren heftigen Sound hören? Zeit für einen höllischen Auftritt. Na los, 1, 2, 1, 2. Rondo. Ja, dann machen wir schneller hier. Mama? Ha, läufst du schon wieder mit diesem albernen Aufzug rum? Ab nach Hause mit dir. Hilf deiner Mama beim Aufräumen. Ja, genau. Das sind typische Mettler. Das sind Heavy-Metal-Kinder. So muss das sein. Du willst nicht studieren, du lässt dich tätowieren. Am besten was mit Flammen, Mama bricht zusammen. So, Mist, wenn ich nicht gehorche, wird Mama sauer. Aber eines Tages werde ich ein großer Star sein, noch berühmter als Foliana. Höllisch. Ja. So, hallo blauer Blattling. Hier bist du in Blattlingen. Hoffentlich muss ich schon die ganze Zeit singen. Vielleicht aber doch. Ich gehe mal gucken, wer da wohnt. Ein Wohnhaus wohnt da. Ist das meins? Nee. Der Weisenbaum steht seit ewigen Zeiten auf einer unbekannten Insel. Aha. Na, das ist ja ein Ding, hä? So, und was sagst du mir Interessantes? Nix. Du bist nur Deko, du sollst gut aussehen, so wie ich. Aber der da hat ein Problem. Hey Wurzli, geht's? Plitscher, Plätscher, Klingeling, im Wasser leben Fische drin. Wie mag das Leben dort wohl sein? Wie im Wald, so ruhig und fein. Ich hätte so gern ein paar Glemmerkarpfen, die könnten mir was über das Leben im Wasser erzählen. Das reimt sich nicht.
Ich hätte so gern ein paar Klemmerkarpfen. Die könnten mir was übers Leben strapfen. Einer. Tja. Hier gibt's im Wasser Fische oder so generell jetzt irgendwie. Wir gehen mal zu dem da. Aha. Bürgerversammlung. Der eine hat aber funkelige Augen. Sopran, Alt, Tenor und Bass. Seid ihr alle bereit? Jetzt haben wir Spaß. Das habe ich dazu gedichtet, als sich's reimt. Was ist das für höllische, eklige Musik? Bäh. Das ist aber kein Metal. Willkommen in Plattlingen. Ich bin das Oberhaupt voll Jana und ich kann nicht reimen. Wow, ist das ein Waldkonzert? Was für eine wunderschöne Stimme sie hat. Schneuz. Whoa! Ah, noch ein Erdbeben. Ja, jetzt bin ich zu erschüttert, um weiter zu singen. Als ich diese Insel das letzte Mal besucht habe, ist nichts dergleichen passiert. Was in aller Welt ist seitdem vorgefallen? Oha. Der Weißenbaum hat sich erkältet. Der braucht ein Taschentuch. Und aus was macht man Papier und Taschentücher? Aus Blättern. That's tough. Ich verstehe. Die Erdbeben kommen also davon, dass der Weißenbaum niesen muss. Der Weißenbaum ist die Gottheit, die diesen Wald beschützt. Mit seiner melodischen Singstimme verleiht er den Naturgeistern seinen Segen. Wenn eine Hacke das Lied des Weißenbaums hört, verwandelt sie sich in eine Blattlingshacke. Doch jetzt hat er wegen der Erkältung eine heisere Stimme und kann keine Lieder mehr erklingen lassen. Würdest du dem Weißenbaum helfen? Nö. Was? Komm schon. Du musst dem Ruf des Abenteuers folgen. Okay. Ja, dann gib mir doch nicht die Auswahlmöglichkeit. Was soll denn das? Ich komme auch mit, wenn es im Wald Probleme gibt, möchte ich tun, was ich kann. Achso, da war ein Punkt dazwischen. Interpunktion. Mitten im Satz war da ein Punkt. That's tough. So. Hast du was zu sagen? Du hast einen seltsamen Geruch an dir. Du musst von weit her gekommen sein. Ja, und ich habe keine Antwort gefunden. So, kenn ich dich nicht? Bist du nicht der Angelfutzi? Klemmerkarpfen. Ja, ja. Wir haben doch aber einen. Ach, der will 10? 10 Klemmerkarpfen? Wir haben einen. Jetzt sei mal nicht so. So, lass mal gucken. In Plattling gibt es einen Brunnen. Du stehst direkt nebendran. Nur weiß niemand, wer ihn benutzt. Was für ein mysteriöser Brunnen. Okay. Das ist wirklich wahrlich, wahrlich mysteriös. Da, der Treely hat noch ein Problem. Erde ist schön und weich. Darauf schlafe ich sehr gern. Mit Dr. Eich. Aber die Menschen haben noch was Weicheres. Wolle. Darauf würde ich auch gern mal schlafen. Da schlief man bestimmt tolle. Ich muss hier fertig schreiben, wenn die nicht weitermachen. Ich soll einfach Wolle übergeben. Und als Belohnung gibt's Eisenbarren. Ich hätte gern weiche Wolle, damit ich schöner träumen kann. Ich alte Knolle. Ja, ich würde dir gern Wolle herstellen, aber es gibt hier irgendwie keine Herstelldingens. Ich bin doch der Volator. Tief im Wiegenhain, da steht ein großer Kirschbaum. Manchmal kommt ein Jäger her und tut den Baum dann umhauen. So. Wieso habe ich eigentlich den Zwang, Sätze fertig zu reimen? Nur weil der eine angefangen hat und der reimt noch nicht mal immer. Gegner. Da sind Gegner. To work already? Gesehen, wie ich in die Luft rumschlage, ja? That wasn't Sehr so gut. bad. Oh, ich weiß, wo wir sind. You got me. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind ziemlich am Anfang. I'm not backing down. So, die haben wir. Aber vergiftet bin ich trotzdem. So, was gibt's hier? Ja, habe ich nicht gesehen. So, wir sind ziemlich am Anfang. Wenn man da runter geht, dann sind wir in Hakana, oder wie das erste Dorf heißt. Die Schlange da habe ich schon öfters gesehen. Was steht denn da? Da ist ein Schild. Dort steht Plattlingen in kindlicher Schrift geschrieben. Ach so. Das ist ein Äffchen. Um genau zu sagen, ein Apfelaffe. Already?
Da komm doch her, wenn du was willst. Show me what you got. So. Da ist noch einer. Well, that wasn't so bad. Käfer. Oh, hopp. So. Ich muss mich hier natürlich jetzt erstmal umgucken, ihr seht es ja. Es fällt gar nicht auf, ne? Guck da, den zum Beispiel, den hätten wir übersehen. Was bist du für einer? Wenn du einen Weg in die unterirdische Höhle suchst, kann ich dir einen Tipp geben und der klingt fast wie Brummen. Got a sec? So. Ein Brunnen, von dem keiner weiß, wo er hingehört. Antibetäubungsmittel. Und ein Blümchen. Und eine 19er Pinie. Komm, die 19er Pinie muss fallen. Keep it up. So. I'm going to lie down. Die 19er Pinie wird sowas von fallen. Come on, buddy. Show me what you got. Zack. Ausgezeichnet. So. Ich habe so Lust eigentlich nur hier Bäume zu fällen. Aber Bäume fällen ist halt wirklich für euch, werte Zuschauer, ist das halt wirklich das langweiligste der Welt. Aber ohne Quatsch. Ich finde Bäume fällen, Baumfäller oder wie das heißt, das ist der beste Job. Rennst du rum, tust Bäume fällen. Ja, das war's. Ist aber ein cooler Job. So. Tief im Wiegenhain, da steht ein Kirschenbaum. Ich träumt in seinem Schatten und kraulte mir den Flaum. Mann, Deutschland, das Land der Lichter und Lenker, oder wie das heißt. Oh, liegen geblieben. Silver? Ihr Kiddies. So, ich sammle mal alles ein. Wenn ich irgendwann an eine Werkbank komme, werde ich das alles benutzen. Auch dieses Unkraut hier. So. Wie weit muss ich denn jetzt zurückgehen? Scheinbar. Ah ja, nur bis hierhin. Ach so. Ich dachte, der steht auf einer unbekannten Insel. Ach so. Ach so. Hakana ist die unbekannte Insel. Ach so. Okay, der ist ja riesig. Der Wahnsinn. Sieht aus wie ein Dekubaum. Unheimlich beeindruckend, so aus der Nähe betrachtet. Lass mich raten, wir müssen in seinen Mund gehen und innen drin hat er irgendwelche Dinger, die ihm weh machen und die müssen wir dann bekämpfen oder so. Ich habe einfach mal irgendwas gesagt. Vielleicht habe ich das aus einem anderen Spiel schon mal gespielt. Ich würde vorne dran weggehen. Hahachi, der niest uns ja weg. Hust, hust. Oh, tut das weh. Lieber Weißenbaum, bitte sag, können wir dir helfen? In meinem Mund, Hüstel. Was ist in seinem Mund? Komm, wir gehen mal gucken. So. Aha. Er hat Karotten im Mund. Kein Wunder, dass er da so spucken muss. Sind das etwa Monster im Mund? Habe ich etwa die Story herausgefunden, ohne das Spiel jemals gespielt zu haben? Ja. Hinter der Erkältung des Weißenbaums stecken anscheinend Karottenmonster. Monster-Karotten, sind das dann Marotten? Wir wurden umzingelt. Schriek! Karotzilla! Karotzilla, jetzt gibt's auf dem Deckel. Oha. Oh, I know. I gotta believe. Chrono Fixer. Macht jetzt irgendwas mit der Zeit? Oh ja, tatsächlich. Oh Mann, die hat's ja voll drauf. Die sehen irgendwie aus wie Muppets, findet ihr nicht? Wie, was machen die jetzt? Habt ihr das gesehen? Die Monster sind kurz eingefroren. Sure. Die sind verwirrt. Nutzen wir die Chance, um sie zu besiegen. Jawohl, ja. Don't think I'll go easy on you.
on, buddy. Show me what you got. Use this. So. Eigentlich macht man zuerst das kleine Viechs weg, aber bin ich zu faul. Der ist mir direkt vor die Flinte gelatscht quasi. Take this. So, da ist noch einer. Zack. Ordentlich Karottensalat gemacht, aber den in ganz feinen Streifen, sag ich euch. So, alle erledigt. Und jetzt reden wir darüber, was da gerade passiert ist. Wieso hast du so geleuchtet? Hä? Ich habe geleuchtet? Kann mich ja nicht erinnern. No way. Hä? Leidest du an Gedächtnisschwund oder was? Sei nicht so gemein, Trip. Mein Bruder zieht mich schon genug mit meiner Vergesslichkeit auf. That's tough. Auf jeden Fall müssen wir auf der Hut bleiben. Gehen wir weiter ins Innere. Aha. Da ist der Kapuzenkrähenrabe. So, gibt's hier noch was Cooles? So, Strohfaden. Junge, du hast Stroh im Kopf. Sag ich ihm aber nicht. Was? Was war denn da? Achso. So. Nun denn. Oh, Hört euch mal diese gezwirbelten Fahne an. Die riechen total gut. Elende Wildpflanzenräuber, sagt Hallo zu meiner Hacke. Die Diebespack, Alter. Wer ist denn das? Das sieht ja aus wie der... Das ist der Gemüse-Viking. whoa. So. Ignaz, ich bin es, Pino. Hä? Sorry, Oh, Sprout. ihr müsst mich entschuldigen. Die Monster am Eingang haben so ein Radau gemacht, dass ich euch für Wildpflanzenräuber gehalten habe. Dass ich dich hier treffe, Pino. Isst du anständig? Wäschst du dich gut hinter den Ohren? Putzt du dir vor dem Schlafengehen immer schön die Zähne? Ja, und ich schlafe jede Nacht 8 Stunden. Sehr löblich. Da bin ich ja beruhigt. Und der Gemüseanbau läuft auch gut? Mehr oder weniger gut, ja. Oh, lasst mich vorstellen. Das ist Ignaz, der Farmermeister. Es ist der... also er ist es, der mir den Ackerbau beigebracht hat. Sure. Angenehm, im ganzen Königreich lebt niemand, der Gemüse mehr liebt als ich. Deshalb ist er so rappt. Ach, aber, was macht ihr eigentlich hier? Ja, wir suchen dich, Kollege. Ach so, Potztausend. Wegen dieser Monster hat der Weißenbaum sich erkältet. Das waren kalte Karotten. Dann könnte der Weißenbaum wieder gesund sein. Wir sollten rausgehen und nach ihm sehen. Nee, ich will jetzt diese Kräuter haben. Gib mir die Kräuter. Gibt's hier nichts zum Atzeln? Mann, ey. Ich bin doch ein Söldner. Also nicht, dass Söldner klauen, aber Söldner klauen. So. Ah, mein Hals ist frei. La la la. So kann ich meine wundervolle Singstimme nicht ertönen lassen. Hust. That's tough. Seine Halsschmerzen sind also noch nicht geheilt. Wenn seine Singstimme nicht zurückkommt, können wir kein Blattlinkshacke herstellen. Ihr braucht eine Blattlinkshacke? Ja. Ich will so gutes Gemüse wie du anbauen, Ignaz. Ich habe schon so vieles ausprobiert. Erde, Dünger, Anbaumethoden, aber irgendetwas fehlt. Ich dachte, ein neues Werkzeug könnte helfen. Nein, es fehlt natürlich die Liebe. Hier bitte Funkeln einfügen. Werde ich eh nicht machen. Sure. Ich verstehe. Gut, da habe ich eine Idee. Kommt mit zu meinem Acker. Kommt mit zu meinem Acker, ihr Acker. Wo ist denn der Ignaz-Acker? Werden wir ihn finden? Müssen wir im Wald rumrennen unter Tanne und Linden? Well, ain't that something? Das könnte ein Lied aus Herr der Ringe sein. Oder halt aus dem Hobbit. Hier beginnt das Waldlabyrinth, aber ich kann euch im Handumdrehen zum Wiegenhain bringen. Na, was sagst du? Ja? Ne, Moment. Back to work already? Ach so. Ach, wir haben jetzt einfach nur das Labyrinth übersprungen. Ach so, okay, da habe ich nichts dagegen. Ich mag keine Labyrinthe. Bin zu dumm dafür.
Hör mal, das machst du keine 17 Mal mit mir, gell? Ja. Well, that wasn't so bad. Hey, netter alter Herr, alles klar? Pass auf, wenn du weitergehst, dann kommst du in den Irrwald, ja. Die Pinie muss fallen, tut mir leid. Show me what you've got. So, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich weiß, wir sind mal wieder etwas überfällig, zeitlich gesehen, macht aber nichts. Ich werde jetzt diese Pinie ganz schnell klein hacken. An Feuerholz machen quasi. So. Und jetzt gehen wir halt weiter, lassen uns mal die Hacke zeigen. Wir gehen auch hier weiter. To work already? Ja, ja. Wir werden hier nicht uns in Kämpfe verwickeln lassen. Back to work already? Wir werden uns nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Wir werden uns nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Und wir werden uns nicht verlaufen. Machen wir natürlich nie. Wer läuft sich Got denn a hier? sec? So, ja, nee. Ich will zumindest noch die Hacke kriegen. So, siehst du, ich glaube, wir sind da, oder? So. Back to work Ja, already? ja, ihr Bienchen. Ihr könnt mich mal ansummen, könnt ihr mich. So. So, gucke. Da irgendwo muss er sein. Da. Hergehört, junge Leute, wir machen jetzt eine Fahnensuppe. Da bin ich ein Riesenfan von. Ah, Kokotta ist auch da. Die Zeitfahne werden dem Weißenbaum seine alte Stimme zurückgeben. Das hier ist die Kochmeisterin Kokotta. Sie hilft uns dabei, die Zeitfahne richtig zuzubereiten. Ja, das klingt vielversprechend. Kokotta kocht nämlich wahre Meisterwerke. Hohoho, und ob sie das tut. Schließlich ist sie meine Tochter. Aha. Nun denn, wir werden noch Gemüse für die Suppe ernten müssen. Würdet ihr uns dabei helfen? Dabei lehre ich Pino das Geheimnis von leckerem Gemüse. Oho. Das wird deine erste Erfahrung in Sachen Ackerbau. Also pass gut auf, hörst du? Okay. So. Ernte das auf dem Feld wachsende Gemüse mit deiner Feldhacke durch Drücken von A oder Y. Du kannst mit gezückter Feldhacke übers Feld laufen. Ist ja Wahnsinn. Wie im echten Leben. Ernten verbraucht EP. Graben mit Y verbraucht mehr EP als mit A. Ohne EP kannst du keine Aktion durchführen, also behalte sie im Blick. So. Oh, ich komme nicht mehr vom Feld. Das ist aber feldsam. Dann werde ich hier kräftig graben. Gucke. Ausgezeichnet. Ich kann mich jetzt vom Feld runter, ja. Hier werde ich nicht so kräftig graben. Aha. Wow. Ich bin der geborene Feldner. Wie heißt das? Was für ein schmackhaft aussehendes Gemüse. Das will ich gleich zu Kokotta bringen. Nein. Pino, soll ich dir helfen? Guck mal, ich kann das voll gut. Nee, kann ich nicht. Ich habe keine Hacke mehr. Guck mal, ich konnte das voll gut. So, hier. Das sieht lecker aus. Da möchte ich gleich reinbeißen. Na, du sollst Bob doch nicht essen. Wer ist ein Bob? Ja, wer ist ein Bob? Sure. Ignaz gibt jedem Gemüse, das er heranzieht, einen Namen. Mein Gemüse liebe ich so sehr wie andere ihre Kinder. Bob, Mike, Angie und nicht zu vergessen Trip, der dicke Kürbis. Was? Gibst dem gefälligst einen anderen Namen, gell? So, blubber, blubber. Ich glaube, es wird gekocht. Ich hoffe, das Essen wird gemocht. Ich sollte aufhören zu reiben. Das sieht lecker und eklig gleichzeitig aus. Eine hausgemachte Fahnensuppe. Du wolltest uns das Geheimnis vom leckeren Gemüse verraten, aber du hast uns nur gezeigt, wie man Gemüse erntet. Werd nicht ungeduldig. Ich zeig dir das Geheimnis noch, aber erst müssen wir die Suppe ausliefern. Ernsthaft jetzt? Müssen wir uns wieder zum Weißenbaum begeben? Kann ich hier nicht einen auf Farmer machen? Nee, leider nicht. Okay, Leute. In der nächsten Folge werden wir die Fahnensuppe ausliefern. Und dann werde ich hoffentlich Farmer werden. Und dann werden wir ein bisschen Häusle bauen. Hoffe ich. Aber ich will nicht zu viel versprechen, okay? Dankeschön. Morgen geht's weiter mit dem Gemüse-Wikinger. Okay, danke. Schön mit Ö. Gemüse mit Üse. Und so weiter.